Ich weiß nicht, es gibt genügend Leute hier im Raum, habe ich den Eindruck, die das Zweite Vatikanische Konzil noch erlebt haben. Meine Erfahrung oder meine Erinnerung als 10-Jähriger an die Eröffnung ist eine lange Prozession von 2300 Bischöfen mit hohen Mythren, die in den Petersdom einziehen. Also alles nur keine Bewegung des katholischen Volkes, sondern eine Veranstaltung der Bischöfe um ihren Papst. Trotzdem kam bei diesem Konzil zumindest ein Dokument heraus unter dem Begriff Lumen Gentium, das Kirche als Volk Gottes definiert und, glaube ich, auch wegweisend betont, dass es ein gemeinsames Priestertum aller Gläubigen gibt und insofern die Hierarchie zumindest relativiert. Strukturelle Formen sind meines Erachtens daraus nicht abgeleitet worden. Deshalb meine allererste Frage an die beiden Gäste. Welche Reformen hat denn dieses Zweite Vatikanische Konzil überhaupt angestoßen? Was ist daraus erfolgt? Herr Zulin. Ich bin immer für Schönheit vor Alter, ja, aber okay. Ja, danke für diese sehr wichtige Frage. Mein Eindruck und meine Erfahrung, ich bin ja wirklich ein Zeitzeuge. Ich habe 1958 in Innsbruck zu studieren begonnen. Also 1962 war dann die Zeit, wo Karl Rahner ständig weg war und wir eine Dogmatik im Ersatz hatten mit einem Brüsseler, dem Marlet und den Piet Franzen. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, weil der eine sagte, als er dann wieder wegging, wenn Sie mal in eine Großstadt kommen, das heißt aus Innsbruck herauskommen, das war sein Gefühl. Mein sicherer Eindruck ist, was man sehr deutlich gespürt hat, war die Liturgiereform. Und das ist gar keine Frage, dass das in der Tat nicht unbedingt eine Strukturveränderung noch war, aber auf der Symbolebene ein sehr starkes Signal gesetzt hat. Also auch, warum wird denn gestritten heute von den Antivatikanern? Ja, dann sagen sie, sie brauchen eine andere Anordnung wieder bei der Messe, obwohl, ich erzähle das gerne, Josef Andreas Jungmann, einer der Hauptkünstler bei der Liturgiereform, wenn man so sagen will, ja, der hat uns immer gesagt, kann beides die Darstellung des ursprünglichen Ereignisses sein, sowohl das Prozessuale, also das Volk Gottes, das hinterhergeht, oder das sich zum Mahl versammelt, also in der Runde sitzen bleibt. Also es war damals schon noch eine relativ unbestrittene Offenheit für beide Formen, aber es hat sich dann die Liturgie des Konzils durchgesetzt. Und das hat meines Erachtens dann doch mit der Muttersprache und auch mit der Anordnung der Liturgie und der reformierten Liturgie ein anderes Kirchengefühl einmal gebracht. Also Participatio Actuosa war der Schlüssel damals. Ja. Und das war der Wunsch, zumindest im liturgischen Bereich, dass es zu einer stärkeren Beteiligung der Mitglieder der Kirche, die getauft sind, kommen. Also das, was die Lumen Gentium-Passagen dann sagen, dass alle priesterlich sind und nicht nur die Priester jetzt handeln, sondern dass der Priester im Namen der Kirche handelt, was ja auch im Hochgebet ja ausdrücklich gesagt wird. Ich bringe da, aber im Namen der Gemeinde, die hier versammelt ist. Er ist gleichsam ja nur der Sprecher und ich habe gar nichts dagegen, wenn andere Leute sich auch zum Altar dazustellen und sagen, spreche ich mit, weil das wäre theologisch durchaus akzeptabel. Also das ist eine erste Antwort, wo ich denke, da hat sich am stärksten in Bewusstsein und in der Sichtbarkeit was verändert. Wenn ich auf meine Europazahlen schaue, war das ja auch noch eine Zeit, wo der Gottesdienst relativ gut frequentiert war, in den 70er Jahren. Also war der Gottesdienst wirklich der Ort,
wo man die Veränderung im Kirchenvolk am ehesten wahrnehmen konnte. Ich sage das einmal so. Schonweber, deine Reformerinnerung? Ja, also mir ging es ähnlich. Ich bin ja etwas jünger, ne? Aber wir haben der Theo Wallin, der hier im Haus wohnt, hat, als ich Messdiener wurde, chronometriert, in wie vielen Sekunden ich das Confiteor aufsagte. Und irgendwann natürlich war es damit vorbei. Ne? Der Altar wurde in Bonneweg sehr schnell umgedreht und der Pfarrer hat auch nicht mehr auf der Kanzel gepredigt, wie das ja auch vorgeschrieben war durch das Zweite Vatikanische Konzil. Es ist aber nicht der erste Altar, der umgedreht wurde. Vor dem Vatikanischen Konzil gab es in einer Kirche, in der Kapelle auf Neuhaus, in der Pfadfinderkapelle, gab es schon einen Altar, der zum Volk gedreht war. Es ging mir eigentlich so, dass ich eher spürte, die Atmosphäre hat sich geändert. Das habe ich zu Hause erlebt, die Eltern haben viel diskutiert, haben dann natürlich auch über Humanae Vitae diskutiert. Der Vater hat erzählt, wie er dann mit dem Pfarrer gestritten hat. Er nicht allein, aber die Männer aus der katholischen Aktion, heftige Diskussionen. Und das hat mir eigentlich gefallen. Ich war jugendlich dann, wo ich das Zweite Vatikanische Konzil dann etwas profunder erlebt habe, das war im Religionsunterricht. Bei Sinner Emil, der hat uns nämlich diese Texte fotokopiert und wir haben das diskutiert. Und das gab uns intellektuell auch ein Rüstzeug, um mit den Kollegen in der Klasse, die Maoisten und Trotzkisten und Marxisten waren, zu diskutieren. Das war nach Mai 68, war das schon wichtig, sich so zu konfrontieren. Für mich heute, wenn ich das so überlege, ist es dieser Sprung, wie Sie beide auch gesagt haben, die Kirche hat, wie ich das noch gelernt habe im Katechismus, nicht die absolute Wahrheit. Sie kommt nicht von oben in die Kirche und dann ist sie da und sie verkündigt sie. Es gibt, wie damals gesagt wurde, mehrere Offenbarungsquellen. Vor ein paar Tagen hat ja Koch noch davon gesprochen. Die Kirche muss die Zeichen der Zeit interpretieren. Und das blieb mir und bleibt mir heute noch. Das heißt, die Andersheit spielt eine Rolle. Und das zeigt sich ja in den beiden Dokumenten, Lumen Gentium und auch in dem Dokument Gaudium et Spes. Ich kann es ja gut nachvollziehen, dass die Liturgie auch die Sichtbarkeit vor allem eines neuen Windes am besten wiedergibt. Aber von einer Kirche, die als Gesamtvolk sich versteht, kommt das in der Liturgie zum Ausdruck, dadurch, dass jetzt mal die Sprache des Volkes auch gebraucht wird. Aber strukturell hat sich ja noch da wenig geändert. Ich glaube aber, beim nächsten Schritt, das Konzil wird ja dann zum Teil wenigstens umgesetzt in diözesanen Synoden. Das war in Luxemburg der Fall, das war in Deutschland bei einer gemeinsamen Synode aller Bistümer der Fall, das war in Österreich auch, zumindest in bestimmten Bistümern der Fall. Da ändert sich insofern was im Vergleich zum Konzil, dass auch Laien mitbeteiligt sind. Dass das nicht mehr eine Versammlung unter Bischöfen ist, in Luxemburg hätte dann der Bischof sich allein versammeln müssen, aber auch nicht nur die geweihten Priester, sondern auch das Volk durfte wählen und seine Vertreter wählen. Ich hatte sogar die Ehre, da einer der Gewählten zu sein. Diese Diözesansynoden sind aber zum Teil auch eintagsfliegend geblieben. Es sind eine Reihe von Anstößen von da gekommen, auch in Luxemburg, aber ich glaube, die wichtigste Vorlage der Luxemburger Diözesansynode ist die einzige, die gescheitert ist. Nämlich da ging es gerade um christliche Gemeinschaften. Ging es darum, wie kann ich jetzt das Ganze umsetzen in den
Gemeinschaften. Und zwar nicht mehr nur in Territorialpfarreien, wie das üblich war, sondern auch in personalen Gemeinschaften. Und ich weiß nicht, inwiefern Sie mir da übereinstimmen können, ist dieses Problem nicht bis heute eines der dramatischsten geblieben, zumindest in der Luxemburger Kirche. Schon. Ja, ich denke auch, dass das so ist. Es gab einerseits, das habe ich auch zu Hause erlebt, ne, es gab Wahlen in Bonneweg für den Pfarrgemeinderat. Ne. Heute also schon 2005 wurden für die Pfarrgemeinderäte auf nicht allen Stellen Wahlen durchgezogen, und ich denke, heute ist das passé. Das heißt, es ist eigentlich ein Rückschritt. Es gab allerdings, und das habe ich auch so miterlebt in meiner Pfarrei, es gab dann auf einmal Jugendliche, die Gottesdienste organisieren durften. Das war schon erstaunlich. Ne? Das war noch vor der Jugendpfarrei. Und ich denke, es gab neben den Pfarreien sehr viele Initiativen, Gruppen wurden ins Leben gerufen, da sie eigentlich in den Pfarreien ja kaum Platz hatten oder sich nicht wohlfühlten, egal wie es jetzt ist. Den Eindruck, den ich habe, das ist, dass die Pfarrer doch sehr stark auf ihrer Macht, also sehr stark machtbewusst waren und daran nicht so sehr rütteln wollten. Und das habe ich kann mich da irren, aber ich habe den Eindruck, als ich vor Jahren das andere Dokument über den Religionsunterricht durchgenommen habe, da merkt man, dass doch in den Diskussionen immer wieder Opposition war gegen Katecheten und gegen Religionslehrer. Das war ein sehr schwieriges Unterfangen. Es gibt Leute hier im Saal, die das besser wissen wie ich. Aber das ist der Eindruck. Also Macht abgeben, das war damals ein schwieriges Problem, jedenfalls schwieriger, als ich mir das vorstellte. Ich sage mal einen grundsätzlichen Satz. Wir müssen die Rolle des neuen Kirchenrechts 1983 gut reflektieren. Weil ich glaube, das war der eigentliche Punkt des Rückschritts. Denn wenn man vergleicht, wie die Synode in Würzburg, in den Niederlanden, in Österreich, mit welchen Geschäftsordnungen die gehandelt haben, mit welchen Teilnehmenden, dann sagt auch die Kirchenrechtlerin von Erfurt-Weilens, wir waren in dieser Zeit viel näher an den Konzilstexten dran, als dann nachher durch die Restriktionen des neuen Kirchenrechts. Das war einer der stärksten Rückschläge für die konziliare Entwicklung, die wir beobachten können. Und dann hat man nachher ja gesagt, und das war noch der doppelte Streit heute unter den Juristen, die sagen nämlich, das Kirchenrecht interpretiert das Konzil und nicht umgekehrt. Also ich kann mich noch gut erinnern, Würzburger Synode, auch österreichische Synode, ich war dort auch Mitglied. Ja. In allen Diözesen waren Synoden und es gab dann einen gesamtsynodalen Prozess in Österreich. Also wir hatten selbstverständlich Laien, wir hatten selbstverständlich Priester, es waren auch im Präsidium Laien dabei. Das heißt, die wurden alle gewählt in der ersten Zeit nach dem Konzil. Und dann war ich sogar Vizepräsident bei dem sogenannten Diözesanforum nach dem Kirchenrecht unter Kardinal Grohr. Da war das nicht mehr so einfach. Selbst der Begriff Synode durfte nicht mehr verwendet werden mit dieser Besetzung, weil das Kirchenrecht wieder den synodalen Begriff klerikalisiert hat. Das muss man, glaube ich, klipp und klar sagen. Und darum erwarte ich mir jetzt eigentlich, auch mit vielen, wieder Kollegin Weilens von Erfurt, dass es eine klassische Rechtsreform geben muss, die dem Konzil wieder gerechter wird. Das ist eines der größten Herausforderungen, glaube ich, für diese Synodalversammlung, nicht nur zu dezentralisieren aus Kulturgründen, sondern auch zuzusehen, dass es ein Kirchenrecht gibt, wo
und so auch wieder Weilens, der erste Teil des Kirchenrechts, der ja Volk Gottes organisiert hat, mit der fundamentalen Gleichheit aller im Kanon 208. Und Weilens sagt, das ist nicht mehr die Zeit gewesen, um dann diesen Grundtext über das Gottesvolk anzuwenden auf den zweiten Teil des Klerus und auf den dritten Teil der Laien. Die stehen wie Fremdkörper im Kirchenrecht drinnen und sind eher sozusagen der Ausdruck des Scheiterns des Konzils, sich in der Ekklesiologie zu einigen. Das heißt, der erste Teil ist das Geschenk an die Liberalen, an die Synens, an die Königs, an die Döpfers gewesen. Und der zweite Teil war halt schon dann nachher unter Paul VI. Und Johannes Paul II. Ein Tribut an die eher restriktiven Leute in der Kirche. Das ist, glaube ich, ein großer geschichtlicher Rahmen, in den ich das jetzt hineingestellt habe. Ich sage noch gleich einen zweiten Punkt. Weil Jean-Marie sage ich jetzt einfach und ihr sagt Paul und so, ich finde das ein bisschen luxemburgerisch und einfacher. Was ist Ihr Vorname? Michel. Michel, das ist schön, das ist mein zweiter Vorname, ja. Also das merke ich mir, Pauli könnte ich mir auch merken, weil das mein erster Vorname ist. Also gut, also was ich noch sagen will, was uns nicht geglückt ist, ja, in Bezug jetzt Stichwort Klerikalismus, ich glaube, es gibt einen nicht erkannten, hochvirulenten Klerikalismus in den Köpfen der Laien. Und den halte ich für das eigentliche postkonziliare Problem, weil meine Priestergeneration, die wir jetzt langsam aussterben, wir waren nicht klerikal, aber nicht zu 90% in der Mehrheit. Ja. Wir hatten natürlich auch die Hardliner, die kleinen Ottavianis drinnen und so, das gab es natürlich auch bei uns. Aber das Gros, der Pfarrer, der Dechanten, ich rede jetzt nur von meiner österreichischen Diözese Wien, also die waren vom Konzil wirklich geprägt, die waren partizipativ in ihrer Durchführung, die waren in der Liturgie offen, die hatten selbstverständlich Lektorinnen, Frauen, Ministrantinnen, längst bevor das alles zulässig war, weil, und das muss man jetzt dazu sagen, in der Liturgie Österreich mit Pius Barsch einen extrem langen Vorlauf für die Liturgiereform hatte und sich die Liturgiereform zum Teil der Vorentwicklung in Österreich verdankt hat. Mit den Volksmessen, mit den Bezingmessen, was wir alles schon in Österreich hatten, bevor das im Konzil dann beschlossen worden ist. Aber dieser über 1600 Jahre internalisierte Klerikalismus der Laien, der macht mir eigentlich am meisten Sorge, weil, und da muss man jetzt die deutsche Kirche kritisieren, ihr habt Gott sei Dank nicht so viel Geld oder hattet es vorher schon auch zu viel Geld, also weil die deutsche Kirche sich leisten konnte, von der Priesterkirche zur Expertenkirche zu mutieren, statt zur Kirche des Volkes. Die haben die Laien ersetzt und repräsentieren lassen durch Hauptamtliche, bestbezahlte mit BAT 13. Man ist Gehalt der Beamten in Deutschland. Und diese Expertokratie, würde Ivan Illich sagen, ist meines Erachtens unbemerkt auch eines der Hindernisse in der Entwicklung der Laien und des Abbaus des laikalen Klerikalismus. Also war jetzt jahrelang Assistent der geistlichen Aktion, ich weiß nicht, wie das bei euch heißt, die Laienorganisationen. Wir haben jetzt einen Präsidenten gewählt, der ist sowas von laikal, antiklerikal, dass ich mir denke, so viel Klerikalismus habe ich mein ganzes Leben nicht praktiziert. Mit negativen Vorzeichen. Aber es gibt diesen laikalen Klerikalismus, von dem ich mir wünschen würde, die Leute engagieren sich aus eigener Verantwortung, unvertretbar, aufmüpfig, widerständig und sagen, das ist unser Recht, ja, dass wir das machen. Aber in Wirklichkeit sagen viele Laien, völlig pfarrerorientiert, wir reiben uns am Klerus. Und schon sich in Gegenabhängigkeit zum Klerus zu bewegen, ist ein Zeichen von noch nicht gewachsener Autonomie bei den Laien. Also ich sage das jetzt einmal so, weil mir das so viel Sorge macht, ehrlich gesprochen. Ja. In Passau hatten wir ein eigenes Projekt aufgelegt, einen sogenannten Grundkurs gemeindlichen Glaubens, wo das Ziel darin bestand, Menschen zu gewinnen, die ihre unvertretbare, das ist Würzburger Synode, was ich jetzt zitiere, ihre unvertretbare Eigenverantwortung im Spiel des kirchlichen Lebens zu übernehmen und sich dazu ihre Charismen auch selber zu entwickeln und sich zu positionieren, auch wenn das dem Amtsträger mal nicht gefällt. Ja?
Also das war unser Projekt in Passau. Für 10 Jahre haben wir das gemacht und es war mühsam. Es war sehr, sehr mühsam. Ja. Also diese Passivität, diese Lethargie des Kirchenvolkes, und ich mache das nicht als Vorwurf, aber wir haben das den Leuten über Jahrhunderte so indoktriniert und beigebracht. Wir haben sie versorgt. Und wir haben, und das ist ja meine schöne Formel, die ich heute schon einmal zitiert habe, wir haben aus der Ordination der einen die Subordination der anderen gemacht und das hat den Leuten gar nicht so missfallen eigentlich, weil es war auch saubequem. Ja? Ich sage das so. Mir sagte mal ein Arbeiter, wieso soll ich jetzt in ein Taufgespräch gehen? Ich habe sein Kind getauft dann nachher. Wenn ich sie zahle mit Kirchensteuer, hat er mir ins Gesicht gesagt. Wieso soll ich eigentlich? Du bist mein Dienstleister. Und die Kirche leistet natürlich Dienste, aber sie sollte nicht Dienstleistungsbetrieb sein. Es ist verständlich, wenn ich diese sachte Unterscheidung mache. Also das liegt alles in der Richtung, wo ich seit Jahrzehnten mir die Füße ausreiße, seit der Passauer Zeit. Das war wirklich ein Eldorado für meine pastoraltheologische Entwicklung, weil wir einen Bischof hatten, der das alles voll synodal unterstützt hatte. Das war ein Glücksfall, ja, muss ich sagen. Er war selber Pastoraltheologe, muss man auch noch einmal dazu sagen, um meine Zunft ein bisschen zu ehren. Die Zeitschrift, die ich hier vertrete, die hat eigentlich diesen Prozess seit 50 Jahren vorausgesehen und immer wieder gewarnt vor der Abhängigkeit der Kirche von staatlichen Geldern. Das ist 2014 in Luxemburg brutal beendet worden, weil der Staat gesagt hat, die Kirche bekommt kein Geld mehr. Schon hat sich dadurch etwas in der Kirche bewegt? Ist dadurch der Klerikalismus, wie ihn Paul Zuliner eben beschrieben hat, anders geworden? Ja, ich habe den Eindruck, ich weiß jetzt nicht, ob ich ganz auf deine Frage antworte, ich habe den Eindruck, dass das die Situation der luxemburgischen Kirche noch verschlimmert hat. Gut, es fehlt an Geld, man sagt uns immer, es fehlt an Geld. Ja, das stimmt sicher. Aber viele Kollegen, so darf ich sagen, erlebe ich als ziemlich mutlos, hoffnungslos. Sie glauben eigentlich nicht mehr, dass die luxemburgische Kirche oder auch die Weltkirche Fortschritte macht. Sie sehen wohl theologisch, dass das möglich sein würde oder wäre, aber glauben eigentlich nicht daran. Und natürlich sind viele Ressourcen weggebrochen, aber es gibt auch in der luxemburgischen Kirche Ressourcen. Es gibt ja eine Institution, die wahnsinnig viel Geld bekommt vom luxemburgischen Staat. Ja, das ist ein Institut, was in der Kirche, für die Kirche Luxemburg sehr vieles machen könnte. Ich denke an ein soziologisches Institut oder ein pastorales Institut, um Experimente auszuprobieren. Geschieht aber sehr wenig, so habe ich jedenfalls den Eindruck. Es wird, wie bei vielen anderen Sachen, Michel, es werden kluge Sätze gesprochen, sowohl hier, oder fromme Sätze, sowohl hier in Luxemburg wie in Rom. Sehr salbungsvoll, wo man sogar sagt, es ist gut, dass wir jetzt getrennt sind vom Staat und so weiter und so fort. Aber ob die Kirche wirklich neue Energie bekommen hat dadurch, das sehe ich nicht. Also ich sehe nicht, und die Leute, denen ich begegnet, sind der Meinung auch nicht. Ich denke, eine der praktischen Konsequenzen, die die Kirche, die Luxemburger Diözese aus diesen neuen finanziellen Verhältnissen gezogen hat, ist eine Reform der Pfarrstrukturen. Statt, ich weiß nicht mehr, über 300 Pfarreien gibt es nur noch 30 oder so. Aber von einer stärkeren Beteiligung der Laien
habe ich eigentlich noch kaum was gespürt. Ist da mein Gefühl falsch oder? Also es gibt ja viele Leute, die etwas anderes sagen könnten. Ich habe das Gefühl, dass ja, hier oder da arbeiten Laien mit, aber man hat nicht, also ich sage das, wie ich es erlebe, ne? Man hat nicht das Gefühl, dass man willkommen ist. Ich habe das schon sehr oft gesagt, wenn der Bischof oder sein Weihbischof oder ich weiß nicht wer zu mir in die Pfarrei käme, nach Fentingen, nicht nach Hofwald, nach Fentingen, in dieses Kaff, und er würde sagen, liebe Kollegen, hier schließen wir. Es sei denn, ihr übernehmt. Dann würden wir übernehmen. Wir sind doch mündige Bürger. Wir haben einen Mund und wir können denken. Und oft, was man hört in den Predigten oder sonst wo oder liest, da hat man nicht den Eindruck, dass da gedacht wurde. Da, wo nicht gedacht wird, da kommt das Wort Heiliger Geist. Das ärgert mich auch beim synodalen Prozess. Ich weiß nicht, was das ist, der Heilige Geist. Ich habe zwar Übersetzungen gefunden für mich und wie ich das mir anthropologisch vorstelle. Also ich komme damit zurecht. Aber ich habe immer den Eindruck, noch heute, als ich Texte gelesen habe, dann kommt der Heilige Geist. Also ich will den Heiligen Geist bei Gott nicht jetzt hier verdrängen. Das ist nicht die Frage, absolut nicht die Frage. Also es ist ein Schlagwort. Und so wird mit Schlagworten operiert und die Leute können nicht mehr daran glauben. Und sie wollen mündig sein. Und wenn man ihnen das Gefühl hat, dass sie mündig sind, glaube ich, dass es Menschen gibt, die bereit sind zu übernehmen. Aber da gibt es Leute, die haben an anderen, dann höre ich auf, da gibt es Leute, die haben an vielen Stellen hohe Verantwortung. Jemand war bei dieser Vorstellung des synodalen Berichtes dabei, der hat eine sehr hohe Verantwortung. Sagte, was ist das für ein Club? Das ist ein praktizierender Katholik, der sich engagiert. Ne? Aber wenn er dann merkt, das ist... Also es geht, glaube ich, sehr viel um die Mündigkeit, die Autonomie oder Gott weiß, wie man es nennen will. Es geht auch nicht gegen die Kleriker. Es geht darum, wir können Aug in Aug und ja, auf der gleichen Ebene hier diskutieren. Ja. Die Pfarrstrukturreform hat es ja auch in deutschen Diözesen gegeben. Nur noch Großpfarreien, Riesenpfarreien. Ist das nicht eher ein Schritt in Richtung Klerikalismus statt Beteiligung der Pfarrer, der Pfarrkinder? Ich würde das wahrscheinlich nicht als Schritt in diese Richtung bezeichnen, sondern es ist einfach der gedankenlose oder hilflose Vollzug des Kirchenrechts. Punkt. Weil die sagen, jede Pfarre braucht als Vorsteher einen Pfarrer. Hat man zu wenig Pfarrer, muss man die Räume vergrößern. Und mir hat von McKinsey einmal gesagt, das ist relativ fantasieloses Downsizing eines sterbenden Kirchenbetriebs. Ich finde die Formulierung gar nicht so schlecht, weil es ist natürlich betriebswirtschaftliche Verantwortung. Man hat Gebäude, braucht Geld dafür und so. Und dann sagen sie, ja gut, wenn wir das mit dem großen Betrieb nicht machen, dann machen wir sozusagen eine Anpassung des Betriebs an unsere kleineren Möglichkeiten. Und die Evangelische Kirche Deutschland hat ja 3 so große, riesige Anpassungsschritte gemacht. Ist kein katholisches Phänomen, hat daher, sage ich jetzt, mit der Theologie 0 zu tun. Das ist mein Verdacht, den ich habe. Wir sind hier Opfer der Bürokratie, die Rechtsvollzüge macht, aber nicht einer Theologie, die einen Aufbruch riskiert. Und da bin ich ganz, Jean-Marie, auf deiner Seite, weil ich suche immer auch die guten Beispiele. Ich war in Ostdeutschland und da war auch aus Not heraus
die Diözese Erfurt daran gegangen zu sagen, und im Gespräch mit den Leuten, ja, wir haben leider keine Mittel mehr, diesen Kirchenbetrieb, diese Pfarrei zu erhalten, und wir müssen die Kirche schließen und verkaufen. Und dann hat sich in der Tat, selbst mit ehemaligen Stasi-Mitgliedern, ein Kirchenbauverein gegründet und hat gesagt, ist unsere Kirche und über die lassen wir nichts kommen und die erhalten wir uns selber. Und wir haben die haben das dann wirklich revitalisiert und gut auf die Wege gekriegt. Einen ähnlichen Weg, wenn ich da richtig informiert bin, soweit ich das aus der Literatur und aus Gesprächen mit Betroffenen weiß, ist ja natürlich versuchsweise die Diözese Poitiers in Frankreich gegangen. Die hat auch gesagt, okay, wir lösen alle Strukturen auf, aber wir errichten rechtlich neue Strukturen, wenn, also Communauté locale haben sie es so schön genannt, wenn sich genug Leute finden, die sagen, das wollen wir. Ja? Also es ist immer wieder dieselbe Litanei, die ich jetzt vorsinge. Ja? Es braucht Leute, die Kirche sein wollen und die sagen, so wie wir das von den Klerikern früher erwartet haben, wenn Gott seine Hand auf meine Schulter legt, ja, dann werde ich mein Atzum sprechen, auch wenn es mir nicht bequem ist. Ja. Also das fehlt uns noch. Es fehlt im Grunde genommen, du nennst das den mündigen Christen, ich will das auch so sagen, mit alter Literatur, die wir ja auch haben, wo ich mitgeschrieben habe, der mündige Christ. Ich glaube, das ist ein sehr gutes Konzept zu sagen, geht doch einmal davon aus, dass es alle erfahrene, lebenserprobte, vernünftige Leute sind, die die Kirche bilden, und nehmt das ernst. Und wenn ich vom Geist rede, dann meine ich, dass in diesen Erfahrungen irgendetwas vom Wohlwollen Gottes für seine Kirche erahnbar ist. Ich bin sehr vorsichtig. Und mein größter Verdacht, einige kennen ja schon meinen Sage dazu, die größte Gefahr ist ja dann vor allem, dass man den eigenen Vogel mit dem Heiligen Geist verwechselt. Diese Gefahr halte ich für viel schwerwiegender, ja? Weswegen ja dann Paulus sagt, wir brauchen die Gabe der Unterscheidung der Geister. Und es ist fahrlässig, zu unterstellen, dass die Amtsträger mit der Ordination diese Gabe auch mitkriegen, weil ausdrücklich im Korintherbrief das nicht verbunden wird, diese zwei Gaben. Da ist einer, der euch leitet, der unter ferner Liefen übrigens ist, weil das nicht so wichtig war damals, diese Leitungskompetenzen und dieses überhöhte Priesterbild, das wir ja da konstruiert haben im Laufe der Zeit. Also so gesehen denke ich, wir könnten schon heute Leute gewinnen, und ich kenne auch Pfarrer, die genauso arbeiten und die sagen, mein erstes ist, wenn ich als Kleriker dann endgültig weg bin und die Gemeinde ohne Ordinierten dasteht, wenn man die Prognosen so hochrechnet, dann habe ich genug dafür vorgearbeitet, dass es genug Leute gibt, die das Leben dieser Gemeinde aufrechterhalten. Und der hat gut gearbeitet, wenn er so arbeitet. Kottingbrunn in Wien, im Süden, 20 Kilometer, mit 2 Basisgemeinden noch in der Gemeinde. Also ich bin geneigt, auch immer zu den traurigen Geschichten eine gute dazu zu erzählen, um es uns nicht so leicht zu machen. Weil ich glaube, die Laien und die Ehrenamtlichen, es gibt viele, die nicht so schlecht sind, wie wir Kleriker sie manchmal hätten oder wir Theoretiker. Ja? Ich denke, da gibt es viel Kapital drunter und gute Leute, denen an der Sorge Gottes um die Welt gelegen ist und sich engagieren, Kopf hinhalten. So wie ihr, die ihr auch da sitzt, ja. Also ich zähle euch zu dieser Vorhut eigentlich einer postvatikanischen Kirche. Und wir lassen uns ja auch nicht alles gefallen. Wir alle drei, wie wir hier sitzen, denke ich. Ja? Wir machen unseren Mund auf, also sind wir mündige Christen, weil damit beginnt es, dass man den Mund aufmacht. Ja. Daraufhin hat der Vatikan den deutschen synodalen Weg geantwortet, wir wollen keine neue Reformation. Das heißt, die Gefahr, die er sieht, ist, dass wenn Laien und Priester selbstständig denken und handeln, dass dann es zur Kirchenspaltung kommt. Ja. Naja, aber da muss man wirklich genau hinschauen, wer das gesagt hat. Ja, ja, das wissen wir ja nicht. Das ist naja, doch, das ist anonym, aber man hat sozusagen, das ist nicht der Papst, der mit den Deutschen so redet, sondern er schreibt in seinem Brief ja viel offener und ermutigender, auch für die deutsche Synode. Und das wollte ich übrigens ganz am Anfang, wie du wunderbar beschrieben hast, die ganze Genese des Konzils, das hat mir sehr gefallen. Natürlich waren das nur Bischöfe, aber die hätten alle versagt, hätten die nicht im Hintergrund gute Theologen gehabt.
Sage ich jetzt einmal. Also ohne den Rana, ohne den Lübak, ohne den Congar, ohne den Küng, muss man unbedingt auch nennen. Ja? Also das wäre alles nicht gegangen. Und die Bischöfe, die Guten, haben sich die besten Theologen der damaligen Zeit mitgenommen. Und darum ist das geglückt, auch nicht dem Ottaviani zu folgen und das alte, fürchterlich halbheretische Dokument des Ersten Vatikanums über die Kirche dann zu verabschieden. Die hatten ja gedacht, wir machen das in 3 Wochen, dann ist das Konzil vorbei, weil die dachten, man macht jetzt nur den unerledigten Rest des Ersten Vatikanums. Die waren ja fast erstaunt, dass da ein großer Widerstand auch unter den Bischöfen gewachsen ist, und zwar unter guten Bischöfen. Ich habe jetzt 15 Jahre für die Präsidenten des Rates der Europäischen Bischofskonferenz mit dem Hervé Legrand gearbeitet. Ich kann nicht generell sagen, wir haben nur schlechte Bischöfe. Ich habe den Martini kennengelernt, den Hume kennengelernt, den Etchegaray kennengelernt, den Wülk kennengelernt. Das sind alles Prachtbischöfe gewesen in Europa. Und mein eigener Chef, der König natürlich, den ich sehr verehrt habe. Und wir haben gute Arbeit zusammengeleistet dann für Osteuropa, als die Mauer gefallen war. Also ich bin da zuversichtlich, dass wir schon auch in dieser geduldigen Kleinarbeit doch relativ sehr viele engagierte Laien sozusagen aus dieser defensiv innerlich klerusabhängigen Position heraus gefördert haben, ja, muss es so sagen, herausentwickelt haben. Aber es sind zu wenige, sage ich. Ja. Und was mich sehr stört, zurzeit, diese sehr Engagierten, die tun sich immer noch mit der so verlangsamten Kirchenentwicklung extrem schwer und tauchen zu schnell weg. Wenn ich schaue heute, wir sind Kirche, war ich unlängst bei der Verleihung der Trompete eingeladen als Festredner. Das ist ein Altersclub geworden. Ja? Wenn ich in meine Kirche gehe, im 13. Wiener Gemeindebezirk, manchmal habe ich das Gefühl, ich bin der Jüngste da unter denen. Ja? Nein, ich sage das jetzt einmal so, weil das einfach realistisch ist. Dann sage ich, irgendwas haben wir vollkommen falsch gemacht. Auch wir, die Konzilsgeneration. Und zwar nicht nur die Kleriker. Irgendetwas ist schiefgelaufen und ich weiß es eigentlich noch nicht was. Wenn das mir jemand beantworten kann heute Abend, dann hat es wirklich unglaublich viel genützt, dass ich nach Luxemburg gekommen bin, ja, für meine Arbeit. Aber versteht ihr die Frage, was haben wir auch falsch gemacht? Wir waren so euphorisch und sind so auf die Nase gefallen, letztlich. Ja. Warum eigentlich? Und ich weiß es nicht, ob es nicht dann doch zu einfach ist zu sagen, ja, die Kleriker wollen das nicht. Ja. Da gibt es zu viele davon, die man eigentlich wieder zurückschicken muss, aus Polen, aus Vietnam, weiß Gott, wo die herkommen, die aus einer völlig anderen autoritären Kultur kommen, wo wir einfach Schwierigkeiten haben. Also das ist ein großes Problem, wie die Leute umgehen, die Verantwortlichen mit dem Mangel an Priestern. Ihr kennt ja wahrscheinlich meine Geschichte mit Kreutler und Lobinger, wo wir sagen, wenn Gemeinden ein lebendiges Leben haben, dann sind sie berechtigt, 2, 3 Personen, die randvoll sind mit dem Evangelium und Gemeindeerfahren sind, zu wählen, ausbilden zu lassen und sich vom Bischof hierher ordinieren zu lassen. So diese Team of Elders nennt das der Bischof Lobinger aus Alival. Also es liegt ja alles auf dem Tisch, was entschieden werden kann. Wo wir nicht sozusagen nur in den Reformen reformieren sollten. Das ist leider das Elend der mitteleuropäischen Kirche. Wir reformieren im bestehenden Rahmen. Ich habe dem Kardinal bei einer Sitzung gesagt, Herr Kardinal, du musst den Rahmen reformieren und nicht im Rahmen. Er sagt, kann ich nicht, ich bin feig. Aber das ist er auch, ja, klar. Das hat er selber gesagt im Radiocafé, wir Bischöfe waren jetzt 30 Jahre zu feig. Da muss ich sagen, lieber Herr Kardinal, dazu bist du nicht bestellt worden mit dem Geist des Mutes oder Tapferkeit. Also ich rede mich schon wieder warm, ich merke das jetzt schon, tut mir leid, aber es ist wirklich so. Ja, also ich bin damit eigentlich ganz einverstanden. Ich glaube wirklich, und ich kenne eine Gruppe in Luxemburg, die den Mund auftun wird. Es geht nicht einfach als passiv zu warten, zu gehorchen. Es geht darum, den Mund aufzutun und Schritte zu machen, wie
früher die Jugendpfarrei das gemacht hat, die wurde natürlich unheimlich bekämpft, ne, von diesem und jenem. Und ich glaube, die Zeit ist einfach gekommen, dass Laien, viele wollen das nicht mehr, aber ich glaube, nicht nur Laien, also in der Gruppe, an die ich jetzt denke, sind beileibe nicht nur Laien drin. Es ist wichtig, dass es Leute gibt, die einfach ihre Verantwortung übernehmen und ja, initiativ werden, innovieren. Beim Vatikanischen Konzil wurde auch als Kompromiss diesen Satz der Joc, der JOC, voir, juger, agir, ne, so als hermeneutisches Prinzip gebraucht. Ja, nach dem Agir kommt wieder ein Voir und ein Reflektieren. Das heißt, es ist ein Kreis. Und heute denken wir, Gott sei Dank, also auch aufgrund des Pragmatismus, ohne jetzt das als letzte Wahrheit dahinzustellen, aber wir müssen innovieren und wie das bei den Pädagogen ist, man stellt eine Hypothese, funktioniert das, man sieht, es funktioniert zum Teil und dann revidiert man und dann, ja, dann fährt man weiter. Es gibt nicht einfach eine Wahrheit oder einen Weg und den machen wir jetzt und so weiter und dann 3 Jahre später merken wir, dass es nicht funktioniert, ne? Und dann hört man einfach auf. Nein, es ist progressiv, wo man vorangeht und ich denke, dass man vorangehen muss. Und was mir wichtig, also das hast du ja jetzt sehr oft betont und das ist auch im Sinn von Michel, denke ich, einerseits ist es die Gemeinschaft, die wichtig ist. Das hören wir natürlich überall, ne? Aber was heißt denn jetzt Gemeinschaft? Ich denke zum Beispiel an Robert Spemann, er sagt, Jugendliche brauchen zuerst eine Heimat. Wenn sie nicht zu Hause haben, wo haben sie die Heimat? Wir hatten Heimat bei den Pfadfindern oder bei der Joc oder ich weiß nicht wo, ne? In der Kirche hatte man auch Heimat. Und zwar eine größere, die auch die Heimat der Eltern teilweise relativiert hat. Das heißt, die Kirche hatte einen wirklichen Dienst an Jugendlichen. Und wenn wir jetzt an die Gangs oder eine bestimmte Gang in Luxemburg denken, dann muss man ja auch sagen, wo haben diese Jugendlichen eine Heimat? Es geht ja nicht nur um zu disziplinieren. Es geht um Heimat oder um Gemeinschaft. Das ist das eine. Und das Zweite, was mir unheimlich wichtig scheint, und das habe ich auch als Jugendlicher erlebt und habe es dann später auch versucht, das ist mit Jugendlichen die fundamentalen Sinnfragen und religiösen Fragen zu deklinieren, Worte zu finden, Schemata zu finden, Strukturen zu finden, damit die selbst ihren Glauben denken können. Das ist ja wie in der Mathematik. Ich muss ja in der Mathematik das verstehen, ne? Denn sonst kann ich nur einfach dieselben Übungen reproduzieren in der Prüfung. Nein, ich muss das ja denken, ne? Und beim Glauben ist das auch so. Ich muss das denken heute. Früher war das anders, ne? Da wir in einer Atmosphäre lebten, wo das so war. Das war der dominante Diskurs. Heute ist es ein verschwindender Diskurs, der niemand versteht, ne? Also müssen Sie es denken. Und da bin ich nur erstaunt, ne, dass als der Religionsunterricht abgeschafft wurde, gab es, soweit ich das sehe, kein Versuch, eine ernsthafte Bildungsinstitution zu installieren, wo Jugendliche ihren Glauben denken können. Erwachsene sollten das auch, ne? Aber deshalb schwindet das ja, ne? Da ist kein Diskurs mehr möglich, da die Leute das nicht denken. Und das ist eine Herausforderung, die mir eigentlich ziemlich am Herzen liegt. Aber das ist ein wahnsinniger Weg und um vielleicht noch den Satz zu sagen, für die luxemburgische Kirche bräuchte es
Konzepte und Projekte. Wie ein Kollege, der hier sitzt, es geht nicht darum, wie er richtig sagt, nochmals Papiere von 28 Seiten zu schreiben, ne? Und dann hinten in der letzten Reihe dann zu schreiben, und jetzt machen wir dieses Projekt. Ne? Es geht darum, Projekte zu initiieren, natürlich durchdacht, ne? Und man setzt seine Schwerpunkte auf dieses oder jenes, aber ich denke zum Beispiel, Jugendbildung ist wichtig. Es ist doch unheimlich, ne, dass wir, schauen Sie sich mal die Seite der Jugendpastoral an. Das ist wunderbar. Ne? Da sind 3 Messen angegeben, die vorbereiten auf den Weltjugendtag. Ich sage jetzt darüber nicht viel mehr. Ne? Ich bin der Meinung, man hätte wahrscheinlich auch in Luxemburg einmal fragen müssen, bevor man den Religionsunterricht abschafft, ob das die Bürgerinnen und Bürger auch wollen. Also wir haben relativ hohe Zahlen in Österreich, wo die Bevölkerung mit 61% sagt, wir wollen für unsere Kinder in den öffentlichen Schulen einen Religionsunterricht. Also ich bin da, was ich so wahrnehme, ist, dass das ziemlich sozusagen aufgesetzt worden ist, diese Trennung von Kirche und Staat, ohne demokratischen Erwägungsprozess. Also so demokratisch scheint mir jetzt das auch nicht alles abgelaufen zu sein. Wundert mich ein bisschen. Ja. Aber ich sage das nur so am Rande, weil die Sympathie bei uns in Österreich, und wir sind wahrscheinlich ähnlich säkular wie ihr als katholisches Land. Wir haben Parallelentwicklungen, wir haben sehr viel ähnliche Herausforderungen, aber die Akzeptanz des Religionsunterrichts ist extrem hoch und er ist selbstverständlich bei uns in den Schulen implementiert. Man kann sich abmelden, das ist alles klar, aber es ist so. Ein zweites aber, und Jean-Marie, da warst du ganz nahe jetzt dran an dem, was ich mir schon notiert habe, weil ich glaube, wir werden in eine Reformzeit jetzt kommen, wo in der Tat nicht mehr Worte, sondern Taten zählen. Das ist ein Buchtitel von mir übrigens. Und das stammt es war eine Umfrage zur Pfarrerinitiative bei uns in Österreich, interessanterweise, die sich dann ergänzt hat durch eine Laieninitiative und die dann wörtlich zum Ungehorsam aufgerufen haben, was ihnen sehr viel Publicity und Widerstand gebracht hat. Das war wahrscheinlich sehr intelligent, das so zu formulieren, weil da musste der Kardinal natürlich widersprechen und das hat einen hohen Werbewert, wenn ein Kardinal widerspricht. Also ich glaube, dass Konflikte dieser Art für das Vorankommen der Kirche außerordentlich nützlich sind. Und ich sage jetzt ein Beispiel, weil ich glaube, dass wir in die Richtung gehen können. Also das langweilige Beispiel mit den Ministrantinnen erzähle ich jetzt nicht noch einmal, weil es ein Musterbeispiel, dass man sich an nichts gehalten hat, was man da an Vorschriften hatte. Man hat es eben einfach gemacht. Und ich kenne noch einmal in Wien eine Gemeinde im Süden, Erzdiözese Wien, die fragen nicht dem Kardinal, wie die das machen sollen. Das ist eine sehr vitale Gemeinde. Der Pfarrer ist jetzt knapp vor der Pensionierung. Es ist ihm gelungen, 2 Basisgemeinden mit den Leuten zusammen zu kreieren. Und dann feiern die, weil sie wirklich also so gute Katholiken sind, auch hin und wieder in dieser Gruppe und Gemeinschaft Gottesdienst. Eucharistiefeier wollen sie feiern. Und der Pfarrer sagt mir, da gehe ich hin, wenn ich kann, und wenn ich nicht hingehe, nehmen die einen aus ihrer Mitte, der sitzt vor. Ganz normal. Und ich weiß jetzt nicht, ob es der Kardinal weiß. Ich habe ihnen gesagt, macht das einfach, weil das ist nichts anderes, als was Tertullian schon um das Jahr 209 in Karthago völlig klar als Praxis beschreibt, mit einem völlig anderen Interesse. Der wollte, dass die Laien, wenn die Frau stirbt, nicht auch wieder heiraten dürfen. Und dann hat er argumentiert, ihr seid doch alle priesterlich, also müsst ihr auch euch an diese strenge montanistische Eheregelung halten. Ihr seid alle priesterlich, und dann hat er das begründet, ist es doch völlig klar, wirklich wörtlich, dass wenn euch die Autorität keinen Ordinierten zugewiesen hat, für das Offerre et Tingvere ihr einen aus eurer Mitte nehmt. Offerre ist die Taufe, also Offerre ist Darbringen der Eucharistie, Tingvere ist die Taufe.
Das war selbstverständlich. Und er sagt, ihr macht das, denn ihr seid alle priesterlich. Das heißt, die einen handeln dann kirchlich und die Amtsträger, wenn sie ordiniert sind, tun ja nichts anderes, als im Namen der Kirche dann zu handeln. Aber es ist im Grunde dasselbe Handeln. Es ist qualitativ, theologisch dasselbe Handeln. Und wir sollen das nicht mystifizieren mit irgendwelchen anderen Dingen. Und dann sagen die natürlich auch, Leute, bei der Nottaufe machen wir das doch bis heute, immer noch. Da sind wir immer noch auf der Position des Tertullian. Habt ihr keinen Ordinierten zur Hand in Not, dann tauft sogar eine Heidin, ja, wenn sie tut, was die Kirche tun will. Und dann sagen die jetzt in dieser Pfarre, und wir haben eben einen eucharistischen Notstand, ja, feiern wir also eine Not-Eucharistie, und sie machen das. Also ich denke, wir werden in eine Zeit kommen, wo es diesen produktiven Ungehorsam geben wird, und die Leute aufhören werden, viele Reformen zu verlangen, ja? Sondern sie reformieren dann faktisch vor Ort die Kirche. Ich sage, das ist für die Kirchenleitung wahrscheinlich heute die einzige Chance noch, dass sie in Bewegung kommt. Weil dann werden sie nachdenken, ja, wenn uns alles entgleitet, ja, das ist die Angst der Bischöfe, dass ihnen alles entgleitet, wenn sie das freigeben. Aber ich glaube, es wird so am ehesten Bewegung in die Kirche kommen, dass man sagt, okay, dann kultivieren wir lieber den Entwicklungsprozess in die Richtung, statt dass wir ihn sich verselbstständigen lassen. Ist doch eine ganz gute Lösung. Also das Zweite, was ich auch finde bei den jungen Leuten, das Stichwort Projekte. Ich hatte jetzt Besuch von 2 Abiturienten, evangelisch, aus der Kaderschmiede da in Blaubeuren in Deutschland. Die Eltern sind von der einen Frau, von der Tochter sind die Dekane der evangelischen Kirche in Reutlingen. Und ich kenne die lange von einem ökumenischen Kirchentag. Und dann sagen sie, Paul, können wir dich nicht nach dem Abitur gemeinsam besuchen? Sie sind bis daher verliebt. Ja, so. Sage ich, ja freilich, kommt einfach so, ich habe ein tolles Gästezimmer, ist alles klar. Was machen die jetzt das nächste Jahr? Das heißt jetzt das jetzt schon laufende Jahr. Die eine ist in der deutschen Gemeinde in Israel ehrenamtlich, als Volontär. Der andere arbeitet in einem Kinderdorf in Nicaragua. Die eine muss Hebräisch lernen, der andere muss Spanisch lernen. Die halten den Kopf hin. Also ich denke, wenn es Projekte gibt, die Charme und Interesse haben, dann machen sie das Evangelium. Sie tun das. Und ich glaube nicht, und da habe ich ja ein bisschen gestutzt, dass man sagt, man muss den Glauben natürlich auch irgendwie begreifen und verstehen. Das ist ganz gut. Aber ich kann ja auch Gott nicht verstehen, aber ich kann ihn vielleicht mit meiner kosmisch unbehausten Seele bewohnen. Das würde dem Psychotherapeuten eigentlich ganz nahe kommen, wenn ich da jetzt so rede über das, was das Innerste der Spiritualität ist, im Geheimnis daheim zu sein. Ja, also diese Connectedness, auf die wird es wahrscheinlich am Schluss ankommen, wenn jemand dann in die Spur des Glaubens gerät. Und wenn er das gerät, dann muss er sich immer noch fragen, und mache ich jetzt bei dieser Organisation Kirche dann mit oder nicht. Aber wenn wir gute Projekte haben, werden wir diese Menschen guten Willens gewinnen für die Friedensarbeit, für Friedensbewegung. Mir fehlt heute eine kirchliche Friedensbewegung. Und wie? Wir haben eine Umweltbewegung, die hat sich emanzipiert von der Kirche. Also Laudato Si wird von der Greta Thunberg gemacht, praktisch. Und wir müssen Netzwerke machen, Netzwerke weit in die Zivilgesellschaft hinein. Das war meine Frage vorher mit der Zivilgesellschaft, die mich sehr interessiert, weil ich glaube, wenn die Kirche sich im zivilgesellschaftlichen Bereich ordentlich implementiert, dann wird das Freiwerden vom Staat ein Segen sein, wenn sie sich dort vernetzt. Weil das kannst du nicht gleichzeitig machen. Du kannst nicht als Staatsbetrieb zivilgesellschaftlich vernetzen. Das haut nicht hin. Also rein soziologisch gesprochen jetzt, sage ich, das könnte eine Chance sein. Diese Vernetzung weit über die Kirche hinaus, und nur über solche kommunikative Prozesse an gemeinsamen Projekten lernen die Menschen morgen das Evangelium. Ich glaube nur so. Ja. Da kann man dann fragen, warum machst du das, und ich kann das erklären und so, aber ich glaube, es läuft nicht über gedrucktes Papier. Ja. Ich denke, damit haben Sie eine Teilantwort zumindest auf Ihre Frage, wo Sie sagen, warum haben wir versagt? Ja. Nämlich, dass die Kirche kann nur
überleben, wenn sie ihre Dienstaufgabe wahrnimmt an der Gesellschaft. Ja, und dann sind wir von Lumen Gentium zu Gaudium et Spes gekommen. Ja, dass eben die Kirche nur durch ihre Wahrnehmung der Welt mit ihren Freuden und ihrem Leiden und sich darin engagiert. Und das sind dann die Projekte, von denen eben gesprochen wurde. Und Michel, kannst du meine Hypothese prüfen und mir sagen, ob ich da richtig liege oder falsch? Ich glaube, dass sich die Reformgruppen alle nur auf der Ebene von Lumen Gentium bewegen. Genau. Und nicht von Gaudium et Spes. Das ist genau, wo ich hinaus wollte. Und das ist auch der Grund, warum wir diesen Aufruf jetzt gemacht haben, Hallig und Chavan, dass wir sagen, Religionen in einer taumelnden Welt, wir müssen wieder raus. Und mein Albtraum, ich erzählte das ja auch schon, ist, wir sind durchreformiert und die Welt geht unter. Das ist mein pastoraltheologischer Albtraum in diesen Tagen und das ist nicht so blöd, was ich da sage, glaube ich. Ja, ich sehe eben den Eindruck, dass eine Reihe von Reformgruppen eigentlich klerikal weiterdenken. So ist das, ja. Im Rahmen und im Rahmen der Kirche sich bewegen, statt die Kirche nach außen zeigen. Ja. Es ist 9 Uhr. Wir müssen um 9:30 hier Schluss machen und deshalb möchte ich unbedingt die Debatte für den ganzen Raum öffnen. Wer möchte Fragen stellen, Kommentare, eigene Überlegungen? Ja, bitte. Ja, Herr Professor, Herr Dr. Weber, mein Name ist Pascal von Boh, ich bin Sekundarschulprofessor hier in Luxemburg und habe 2 Kinder. Julie und Valentin, die sind 7. Darf ich kurz stoppen? Könnten Sie ein Mikrofon nehmen, weil ich höre schlecht. Und Sie wollen ja dann, dass ich was vielleicht dazu sage, wenn ich es nicht gehört habe, ist es blöd irgendwie. Ja, ich habe 2 Kinder, Julie und Valentin, die sind 6 und 7 Jahre alt. Und meine Frau und ich versuchen da natürlich eine religiöse Erziehung den beiden angedeihen zu lassen. Und wir wohnen in einem Dorf an der Grenze zu Deutschland, beziehungsweise umgekehrt zu Luxemburg. Und was brauchen wir denn als Familie? Wir brauchen eine Eucharistie in unserer Pfarrei. Wir brauchen eine pastorale Begleitung, eine Erntedankfeier, einen Kommunionunterricht, eine Messdienergruppe. Wir brauchen sozusagen eine gewisse Volksfrömmigkeit, dass ein Feuerwehrauto eingeweiht wird oder ähnliches. Und das alles bekommen wir in dieser Pfarrei. Und das sind unterschiedliche handelnde Personen. Die Einweihung macht der Diakon, die Erntedankfeier macht die Pastoralassistentin, die Katechese bei der Kommunion machen übrigens alles Mütter. Ja, das ist auch so eine Frauendomäne anscheinend, Katechese. Und das einzige Schnapsglas sozusagen in der Maß des Gemeindelebens trinkt dann der Pfarrer während der Eucharistie, indem er sozusagen der Eucharistie vorsteht. So. Und mein Eindruck in der gesamten synodalen Diskussion in Deutschland ist, dass sich in einem hohen Maße die Diskussion um genau dieses Schnapsglas dreht und nicht so sehr um den Rest, der sich in dem Bierkrug befindet. Und 2 Begründungen werden immer herangezogen, die sozusagen als Blaupause dienen, für einen Reformbedarf zu formulieren und zu artikulieren. Es muss sich was ändern, sozusagen. Das eine ist die Frage des Missbrauchs, die Seuche des Missbrauchs, die es objektiv gibt, aber die es eben auch in anderen Institutionen gibt. Also gerade der kanadische Eishockeyverband hat gerade einen fürchterlichen Skandal, der wirklich Kreise zieht. Ich vermute, Sie haben es nicht gehört, weil es nicht publiziert wird. Gibt es irgendwelche Diskussionen, ob die Regeln des Eishockey geändert werden sollen, ob Frauen in Vorstände müssen, das findet nicht statt in solchen Gremien. Der Deutsche Sportbund, ein Turmspringer, ist auch sexuell mehrfach belästigt worden. Strukturell hat er das formuliert. Gibt es eine Strukturdebatte im deutschen Sport? Nein, das ist etwas, was sich sehr stark offensichtlich in der Kirche abspielt.
Der zweite Punkt, der immer wieder herangeführt wird, ist, die Menschen laufen fort, treten aus. Dazu muss man aber sehen, da sind wir nicht alleine. Jedes größere oder viele größere ältere Gremien haben genau das gleiche Schicksal. Also der Saarländische Fußballverband zum Beispiel hat in den letzten 20 Jahren Dutzende von Ligen gestrichen, weil keine Menschen mehr Fußball spielen wollen. Gibt es da eine Strukturdebatte? Wollen wir da die Regeln ändern? Sollen da irgendwelche Strukturdebatten stattfinden? Ich nehme sie nicht wahr. Von den Gesangsvereinen mal ganz zu schweigen, die quasi nicht mehr existent sind in den nächsten 10 Jahren. Also, wie erfinden Sie diese Diskrepanz? Sie haben es, glaube ich habe so in dem Wort Expertokratie mal rausgehört. Ich bin mir nicht sicher, ob Sie das damit gemeint haben. Also mein Eindruck ist, natürlich bekommen wir Menschen punktuell zum Engagement in der Kirche. Bei uns soll jetzt eine Kirche geschlossen werden. Das bringt die Heimat geht verloren. Das ist ein ganz wichtiges Argument der Menschen. Das bringt die Menschen sozusagen auf die Palme und zu einem Engagement. Aber bei all meinem Engagement sozusagen vor Ort und bei meinen Diskussionen habe ich von keiner Mutter, von keinem Vater eine Beschwerde darüber gehört, wenn jetzt das Laien die Kommunion austeilen oder sonst irgendwas. Also eine Strukturdebatte habe ich vor Ort noch nicht geführt. Also du hast ganz recht, dass viele Menschen sich nicht mehr die Zeit nehmen, sich zu engagieren. Und ich glaube, wir haben ein wichtiger Punkt ist, was Rainer Bucher, der jetzt emeritiert ist, jüngst geschrieben hat. Er hat ein Buch über den Kapitalismus geschrieben und zeigt, dass der Neoliberalismus, das heißt, die Verführung durch das Objekt oder das Genießen der Objekte, dass das uns, ich sage das jetzt in meinen Worten, dass das uns eigentlich wegrückt von der Innerlichkeit. Oder man muss dafür nicht Spiritualität sagen, sondern man kann auch sagen vom Begehren. Es geht weiter als das Objekt genießen. Aber in unserer Gesellschaft, haben wir viele Objekte und wir bekommen immer jeden Tag neue Objekte, die wir genießen können und die wollen wir auch genießen. Und dann kommt eine ganze Ebene, die dann wegbricht. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt für alle Vereine, Gesangvereine und so weiter und so fort. Und da hast du sicher recht. Und diese Innerlichkeit, glaube ich, ist wichtig und da gebe ich Paul recht. Ich habe daran gedacht, als du das von der Tat gesprochen hast, ich meinte das auch durch das Learning by Doing. Wir lernen durch etwas zu tun. Und Bernhard Welt hat einmal gesagt, es gibt Sachen bei aller Relativität, die unbedingt sind. Und ich glaube, in der Tat, also in der Aktion merken wir, und du hast Beispiele gegeben, meine Hilfe hier in Nicaragua oder der armen Frau da in der Nebenstraße, diese Hilfe ist unbedingt. Und das finde ich da ist der Punkt, wo man mit Jugendlichen, die sich engagieren oder anderen Menschen, die kleine Gemeinschaft im Ort, die sich dann hier oder da engagiert, wenn wir das nicht tun würden, nicht um narzisstisch zu denken, aber um eine Dimension der Unbedingtheit mit hereinzubringen. Und damit sind wir in der Theologie, ohne dass man das zu stark fördern muss. Aber das ist mir so durch den Kopf gegangen, als du das gesagt hast. Also von der Tat zur Spiritualität scheint mir schon ein interessanter Weg zu sein. Ja. Ganz kurz. Ich versuche noch eine kleine positive Konnotation anzubringen, auch zu Ihrem
Ihrer Beobachtung. Bevor die positive kommt, aber noch eine besorgte Anmerkung. Was wir beobachten generell in den Gesellschaften ist ein Verlust an politischem Engagement der Bevölkerung generell. Also unsere Demokratien leiden enorm unter der Radikalprivatisierung der Menschen. Und die Politik in allen Umfragen, die ich habe, steht neben den Journalisten immer ganz unten im Vertrauen, dass man hat. Die Kirche hat jetzt ein bisschen abgefallen, aber noch nicht so dramatisch. Ganz oben stehen dann die Ärzte und diese neuen Priester der Gesundheitsgesellschaft und so. Also das ist schon sehr dramatisch zu sagen, was ist das für eine Demokratie, wo die Leute kein demokratisches Interesse haben. Ja? Das ist schon sehr beunruhigend. Aber jetzt kommt die gute Gegengeschichte noch. Ich glaube, es ist immer beides und wo dann sozusagen eine negative Entwicklung sich verdichtet, zeigen sich dann Kippphänomene, Gegenentwicklungen. Wir haben zum Beispiel ein starkes neues Interesse an Formen praktizierter Solidarität jetzt in der Pandemiezeit erlebt. Das war sehr interessant, dass der Individualismus der Gesellschaft dann plötzlich in dieser Situation gekippt ist. Ja? Also das ist eine Theorie, die ich generell vertrete. Diese Kipptheorie nenne ich sie. Was uns fehlt, wird uns morgen wichtiger werden. Was uns heute fehlt, wird uns morgen wichtiger werden. Also ich habe schon Männerforschung gemacht, bevor überhaupt jemand an Männerforschung gedacht hat, weil ich gedacht habe, also uns fehlt Männerforschung. Also musst du die machen in einer Zeit, wo sie noch niemand macht. Ja? Wir haben Solidaritätsforschung gemacht in einer Zeit, wo noch niemand von Solidarität geredet hat. Wir haben Spiritualitätsforschung gemacht, wo noch niemand davon geredet hat. Und so gesehen, ich glaube, heute gibt es eine unglaublich spannende Forschung, was Ehrenamt betrifft. Weil die Zeit, um Gottes Lohn ehrenamtlich sich zu engagieren, die ist out, sagen uns alle Studien. Und es gibt sehr klare Spielregeln der Kultivierung eines zeitlich begrenzten und familien- und berufskompatiblen Ehrenamtes. Wir haben gerade ein Manuskript fertig, das jetzt im Frühjahr veröffentlicht wird, eine Ehrenamtsstudie im deutschsprachigen Raum, wo wir völlig klar lernen, die Leute müssen auch so gebeten werden um Mitwirkung, dass es kompatibel ist mit ihrem Leben. Und dann macht es ihnen Freude. Und das ist sehr hochinteressant, dass viele Leute da mitmachen, wenn sie sagen, erstens, und jetzt bin ich wieder bei einer Wortmeldung von dir, Jean-Marie, dass sie erstens sagen, ich will Ansehen haben, ja? Ich will etwas selber gestalten können, die Ermächtigung, und ich will das Gefühl haben, ich gehöre dazu, einen Trupp dazu, mit dem ich verschworen bin. Also diese 3 Urwünsche, die ich nenne, ja, Name, Ansehen, also Ansehen, Macht und Beheimatung, wenn wir die gut beachten in unseren kirchlichen Entwicklungsprojekten, dann fahren wir viel besser, als wenn wir die Katechismen auswendig lernen lassen. Ja? Weil das sind Nahrungsmittel für die Menschen, die ihnen gesellschaftlich abhanden kommen. Ansehen zu haben, geschätzt zu sein, ermächtigt, selbstständig, mündig, hast du vorher gesagt. Ich denke, da gibt es lange Studien von Gerhard Schmidtchen schon aus den 70er Jahren herauf über diese Urwünsche des Menschen. Und das sind übrigens genau die Themen auch der evangelischen Räte. Das sage ich nur für die religiösen Virtuosinnen heute unter uns, dass die evangelischen Räte auch genau diese 3 Themen haben. Nämlich das Ansehen, die Macht. Und zwar immer im Modus zu sagen, ich zeige die Wertschätzung und die Wichtigkeit dieser Dinge, dass ich davon absehe. Das ist ja auch eine extreme Bearbeitung dieser Urwünsche. Wenn das nämlich nur negativ gelingt, dann scheitert eine Ordensbiografie. Das muss auch in einer sehr kreativen Weise geschehen, diese Losigkeit, wie wir dann sagen. Ja? Und das kann eine sehr schöpferische Form des Lebens sein, wenn sie die Energien, die da zurückgenommen werden in dem normalen bürgerlichen Feld, wenn die dann in einer kreativen Weise in einer anderen Form investiert und in die Realität übersetzt werden kann. Also wer arm ist, der muss sozusagen sich genau für die Armen dann wahrscheinlich einsetzen, schrieb der Metz.
Wer ehelos ist, der muss Beziehungskultur pflegen, gerade bei denen, die keine Beziehungen haben. Also ich denke, das kann man durchbuchstabieren, dass der Ohnmächtige, der den Gehorsam gelobt, der muss ja bei denen sein, die eben keine Sprache und keine Macht haben. Also ich glaube, das macht Sinn, diese 3 Urwünsche genauer anzuschauen bei der Entwicklung und Kultivierung unseres kirchlichen Lebens. Gibt es weitere Wortmeldungen? Ja, bitte. Guten Abend, mein Name ist Gerd Estermöller, ich bin pensionierter Moraltheologe und Sozialethiker hier in Luxemburg. Wenn ich die Diskussion über Kirchenstrukturen höre, habe ich immer das Gefühl, können Sie mich hören? Es ist halt so irgendwie. Ja. Vielleicht müssen Sie das Mikrofon nicht so ganz schlucken. Geht es so besser? Ja, jetzt geht es besser. Ja. Kommt mir immer so vor, Ja, ist gut. Die Sonnenstühle neu arrangieren, wenn die Titanic untergeht. Das kommt mir so vor bei der Strukturreform. Ihre Frage, was ist eigentlich Reformbedarf? Und ich habe mich zunächst über diese Wortmeldung von Kardinal Koch sehr geärgert, mit den deutschen Christen und so. Aber ich sage, er hat was getroffen. Denn er sagt, das Problem der deutschen Christen war, dass sie plötzlich was Neues entdeckt haben wollten und sich von den alten Quellen der Theologie, Schrift und Tradition entfernen wollten. Ich glaube, das ist der Punkt. Ist Zukunft, ist Gegenwart eine Quelle der Theologie? Und wenn ja, in welcher Weise? In welcher Weise muss die hereinbrechende Zukunft für uns Quelle theologischer Erkenntnis sein? Wenn ja, wie? Und meine Frage ist, ich habe mich intensiv mit Norbert Elias befasst. Menschsein ist eben nicht immer die gleichen Grundbedürfnisse, sondern die formieren sich immer wieder neu. Und wir erleben heute eine grundlegende Neuformierung dessen, was Menschsein ist. Die alte Kirche ist, das meine ich jetzt nicht wertend, sondern beschreibend, eine höfische Gesellschaft. Wir sind eine Hofgesellschaft, die mit der demokratischen Gesellschaft völlig inkompatibel ist. Weil sich Menschsein, früher hat es funktioniert, weil die Menschen so waren. Ich will es nicht bewerten, ich beschreibe es. Aber wir formatieren Menschsein heute völlig um, wir sind mit solchen Begriffen wie Privatisierung, Individualisierung, die in Wirklichkeit alle einen Negativindex haben, schnell dabei, negativ zu denken. Obwohl, also wie müsste sich Glauben neu auslegen für ein Menschsein, das eine neue Form annimmt, die wir aber noch gar nicht kennen? Im Umbruch irgendwie Antwort geben. Das ist meine Frage. Sonst eine Antwort? Kann das zu Koch sagen? Naja, nur einen Satz, aber ich sage den Satz nachher, weil mein Satz ist ein Killersatz jetzt. Ja? Nämlich, das sage ich, was meine Lehrer in Innsbruck gesagt haben, wer eine so gewichtige Frage stellt, der kennt die Antwort. Also ich denke, ja, ich glaube, das ist philosophisch völlig richtig, was ich jetzt sage, weil Sie haben da schon lange nachgedacht, was das bedeutet, und ich finde den Ansatz Ihrer Frage finde ich so super, dass Sie sagen, was kommt aus der Zukunft auf uns zu? Das ist ja klassische Eschatologie, was die betreiben. Ja? Sie sagen, da kommt der Himmel jetzt auf uns zu. Und die Christen haben immer so verrückt gesagt früher, wir leben ja jetzt schon wie nach der Auferstehung, weil wir das Risiko der Liebe haben. Ja? Und das, glaube ich, zeichnet sich ab. Wenn Sie mich fragen würden, ob ich da jetzt eine Ahnung habe, was da draus kommt, dann muss ich sagen, nach Ihrer Logik kann ich das nicht sagen, weil das erst auf uns zukommt. Ja, nein, aber ich finde, wir können uns beide in 20 Jahren treffen und sagen, was ist da draus geworden aus unserer Vermutung, dass da jetzt etwas im Wachsen und im Entstehen ist, was wir jetzt doch nicht kennen können. Ja? Das ist Ihre Logik gewesen. Also insofern teile ich Ihre Logik und daher gebe ich Ihnen so dieses mein Gefühl zurück. Das ist keine Antwort, sondern ich bin so neugierig wie Sie. Ja? Was ist das Leben wie nach der Auferstehung? Das ist das spannende Projekt christlicher Existenz. Und die Ordensleute probieren das sozusagen strukturell, weil sie genau genommen sind das Lebensformen, die jedem Christen zustehen würden, Leben wie nach der Auferstehung.
Und die sagen das organisieren wir jetzt in Kommunitäten, dieses Leben. Wie nach der Auferstehung. Ja? Also es ist eine spannende Frage, die Sie stellen. Und Sie sind ein geborener Theologe oder was machen Sie beruflich? Ich bin ja Moraltheologe hier. Oh, der Moraltheologe, das ist auch keine Sünde. Ja. Aber darum, ich finde das so super, wie Sie fragen. Ja? Das beflügelt. Mhm. Ja, man merkt, dass er ein Metz-Schüler ist. Ne? Deine Frage ist ja eigentlich auch, also so verstehe ich sie, eine apokalyptische. Ne? Es kommt da was, wir wissen nicht was. Ne? Ich würde das noch anders sagen, also ja, da enthüllt sich natürlich was wie in der Apokalypse. Ich würde sagen, die Deutschen sehen das so, die haben Symptome gesehen, fürchterliche Symptome. Ne? Die Kirche hat Symptome hervorgebracht, Krebsgeschwüre, und das kann nicht sein. Und die haben sie herausgefordert. Und ich sehe das wirklich im Sinne von Vatikanum II, als Zeichen der Zeit. Das ist ja nicht irgendein Wort, das ist ja eine Metapher, die mehrdeutig ist. Ne? Und das sind Zeichen, auf die wir reagieren müssen. Wenn Kirche sowas produziert, dann muss doch Kirche über sich nachdenken. Und ich glaube, dass das Koch der deutschen Kirche, und das finde ich eigentlich fürchterlich, was unterstellt. Ne? Und es ist ja klar, dass bei Vatikanum II, ne, dass die Zeichen der Zeit nicht sofort, das ist ja auch ein komisches Wort, Offenbarungsquelle, ne, als würde der jetzt irgendwo eine Quelle sein und die bräuchte man ohne Interpretation nur anzuzapfen. Da sind wir doch nach dem Linguistik-Turn darüber hinaus. Ne? Die Leute denken immer noch, ja, da ist so eine Quelle und da kommt da jemand und ich weiß nicht was. Ne? Das sind ja, wir sind doch nicht bei Walt Disney. Ne? Der hat das noch besser gemacht. Aber ne, das sind ja, es sind Sätze, es sind Worte, es sind Symptome, die interpretiert werden müssen. Und jeder versucht das auf seine Art und Weise und dann auf die loszuklopfen. Ne? Das ist auch ein Symptom. Und meiner Meinung nach, das hat jetzt nichts mit deiner Frage zu tun, also auf deine Frage, ja, wir müssen versuchen zu antworten, hypothetisch. Wir versuchen, ne, mit Projekten und mit Worten, mit Interpretationen. Das ist die eine Seite. Das andere, was ich zu Koch aber auch sagen möchte, ich frage mich bei all diesen Kardinälen, die in der Tagespost Interviews geben, ne, ist ja auch ein Symptom. Ne? Und wenn dann frage ich mich immer, wem sagen sie das? Ist das der deutschen Kirche oder ist das dem Papst? Fürchten Sie eine Reform, dass der Papst zu weit geht? Muss nicht letzten Endes der Papst gebremst werden? Das ist meine Frage. Ob die jetzt Koch oder Kasper oder Gott weiß wie sie heißen, es ist doch fürchterlich, dass jemand wie Kaspar in Communio einen nicht zu tiefgreifenden Interview mit dem Wiener Kollegen da. Schönborn war das, nicht der Kaspar. Schönborn hat das Tück-Interview gemacht. War das Schönborn? Ah ja. Und dann am Schluss. Missbrauch des Missbrauchs und so. Ja. Nee, über Vatikanum II. Nee, das war Kaspar. Und am Schluss muss er dann noch der deutschen Kirche eins ausfischen. Also ich finde das in Communio. Ne? Wenn er zum Vatikanum II geht, muss ich dann irgendjemand, also das zeigt aber was, dass da Leute nicht mehr richtig, also wie soll ich da sagen? So. Ja, ganz kurz, wir müssen um 9:30 schließen. Und meine Frage ist, was wird auch der Platz der Frauen in dieser neuen Welt, in dieser neuen Kirche, wenn sie im Moment bis jetzt noch also sagen,
viele sehr aktive und wichtige Frauen, aber sie hatten keine richtige Wort für die Zukunft der Kirche. Und meine Frage ist dann, wo sehen Sie den Platz der Frauen morgen? Darf ich antworten? Aus der Kirchengeschichte kann ich darauf antworten. Es gab Frauen, Katharina von Siena zum Beispiel, die haben einfach ihren Platz genommen und haben nicht gefragt, darf ich? Sie haben es einfach getan. Und genau das erwarte ich als Mann auch von den heutigen Frauen. Cliff? Leider müssen wir jetzt abschließen, so spannend und interessant das Gespräch auch ist. Ich danke fürs Kommen, ich danke für die Beteiligung und wünsche eine gute Heimfahrt. Ja.